Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier vor uns haben. Anscheinend ziemlich garstige Kreaturen. Sauer und alkalisch. Okay, gehen wir zuerst mal auf die Kreaturen noch drauf. Okay. Wir wissen jetzt nicht, ob das sauer oder alkalisch war. Aber ich würde mal sagen, aufgrund von Stereotypen wird sauer wahrscheinlich das Grüne sein. Und. Ah ne, Quatsch, nee. Sauer, das habe ich ja als Saver anscheinend gesehen. Robo lernt Laserwirbel und Raketrolle. Sehr schön. Nee, war das wohl anscheinend das Vieh am Anfang, das Grüne. Es ist alkalisch, das Orangene alkalisch ist also grün. Unterkunft habe ich jetzt noch gekriegt. Und was sind wir dann hier? Luke öffnen. Okay. Da geht es also auch entlang. Noch wo hier? Ich weiß jetzt noch nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber schauen wir mal, ob das optional oder richtig ist. Ups. Ein alkalisch. So, da haben wir es doch. Die Bestätigung. Ja, das geht ja mittlerweile recht fix. 45 Erfahrungspunkte, ein Tech-Punkt ist auch noch drin. Wie sieht es mit den Geräten hier aus? Nö. L, R und A-Taste eventuell. I. Alkalisch. Macht aber keine Zustandsveränderung glücklicherweise, die Grütze. Okay. Aber ich ziehe den extrem wenig ab, muss ich sagen. Und da unten kommen wir jetzt in die Fabrik. Ins Laborreihe hieß es so, ne? Okay. Oh ne, die sind etwas stärker hier, die alkalischer. Ja komm, mach die mal fertig, Robo. Chrono, du wieder auf die drauf. Okay, nicht so stark wie gedacht. Dann ist in Ordnung. Macht die mal platt. Dann ist das wenigstens fertig. Boah, Alter. Die halten ja echt ordentlich was aus, die Dinger hier. Robo ist auch schon ziemlich langsam, muss ich sagen. Jetzt gucken wir mal, was seine Tech. Kraftstrahl, Laserwirbel. Erfasst alle Gegner. Hätte ich vielleicht mal am Anfang probieren sollen, aber ich mag mal gucken, wie viel das abzieht. Scheiße. Das war nicht so besonders gut. Da muss ich wirklich rein mit meiner normalen Arme, mit meiner normalen Waffe, beziehungsweise dann Arbeiter. Okay, weiter geht's. Ja, Robo zieht doch schon ganz gut ab und Crit von Chrono macht ganze 2 legendäre Schadenspunkte. 111, 3 Tech-Punkte. Okay, Male wird aufgestuft. Sehr schön. Okay, da haben wir einen Laserstrahl, den müssen wir wohl deaktivieren mit Robo. Ich nehme an, er hat die Fähigkeiten dazu. Einmal Titanweste oder Titaniumweste wahrscheinlich erhalten. Gucken wir mal, wer das tragen kann. Chrono kann es tragen von 65 auf 72. Cool. Also 7 mehr Verteidigung ist definitiv sehr praktisch hier. Was haben wir hier noch? Einen Hammerarm erhalten. Ich nehme mal an, das geht an Robo. Von 39 auf 41. Okay. Also die 2 nehmen wir auch noch mit. Und wie schaut es hier aus? Ja, Robo kann sich durch hacken. Jetzt sind die Laserstrahle zu. Alle Systeme auf Verteidigungslaser deaktiviert. Oh. Igitt. Okay, gucken wir mal, ob wir nicht durch irgendwelche coole Kombos starten können. Raketenrolle, probieren wir mal das aus. Wenn die 2 zusammen angreifen. Und... Ui, okay, Parts was ausgekäufer. Chemische Fusion mit nahen Helfern. Okay, die können sich so kombinieren und dann als Reaktion sozusagen explodieren. Okay, kümmere dich erstmal um die Biester. Die gehen, glaube ich, etwas schneller von der Hand. Erstmal die alkalische Fertigmacher.
Chemische Fusion mit nahen Helfern. Sauer und alkalisch reagieren wieder zusammen. Die können auch Kombos machen, wie es aussieht. Okay. Gut, Maler. Mach doch mal eine Aura auf Chrono. Chrono und Robo, ihr geht beide auf den hier los, bitte. Und zack. Jawohl, jetzt macht es ja mittlerweile auch schade, was wir hier machen. Ja, ich muss sagen, Chrono lädt ziemlich schnell auf. Das gefällt mir an sich schon ganz gut. Und der Crit hat ganze kühle 2 Schadenspunkte gemacht. Und Robo macht auch nochmal 4 auf 3. 201 Erfahrungspunkte, 5 Tech-Punkte und 160 Gold. Das ist gut. Nicht schlecht. Okay, die leuchtenden Dinger machen da auch nichts. Lea. Mach Sache. Jetzt gucken wir aber hier durch. Und? Ah, hoch können wir auch nochmal. Ah, okay. Gehen wir nochmal hoch. Dann mag ich nämlich nochmal die rechte Seite ausprobieren. Oh, da kommen jetzt die nochmal auf uns zu. Die Geziefer. Autsch, hör auf. Hör auf. Blödes Geziefer. Du nochmal drauf und du auf Dendo. Herr Robo sollte sich allmählich mal selber heilen oder geheilt werden. Hör auf Maler loszugehen. Und Maler und Robo macht den platt. Die arg spurtet kommt. Ach, sehr geil. Gut, das war's mit den Viecher. Robo wird aufgestuft. Ausgezeichnet. Dann verwendet doch mal euer Kraftstrahl auf dich. Auf den Maler. Dann hier nochmal. Dann passt das. Dann darf Maler als nächstes heilen. So, dann mag ich du jetzt auch nochmal runtergehen. Weil Ende klingt halt wirklich so noch, ja, dann war's das, ne? Hier unten. Können wir den Knopf nicht benutzen? Nö. Anscheinend nicht. Da gucken wir noch dort hier, oder wie sie... Oh! I! Da werden wir weggezogen. Okay. Ach du Scheiße. Proto 3. Das müsste... Oh, das reicht sogar noch nicht mal, um den fertig zu machen. Na dann, Maler, gib ihm bitte das Recht. Das reicht immer noch nicht. Alter Falter. Wie viel hält dann der aus? Robo, machen platt. Na also, geht doch. 330 Erfahrungen, Tech-Punkt, 60 Goldstücke. Und... Okay, wir können jetzt auch hier nichts machen. Ich kann mich nicht bewegen. Ach du Scheiße. Machen wir erstmal die kleine platt. Das müsste jetzt ausreichen, oder? Jawohl. Robo macht dennoch fertig. Und jetzt können wir uns wieder dem Ochs hier zuwenden. Ja, das wird jetzt dauern. Bis wir den wieder runterhängen. Es sei denn, er ist wirklich so blöd und greift Chrono an. Jawohl. Und dann gibt es auch einen... Na, gibt's noch einen... Ah, schade. Einen Rückschlag gibt's leider nicht. Hätte ich jetzt Shaq gefunden. Aber es ist ja 50-50 Chance, dass ich einen Konter gebe. Jawohl, das hat jetzt geholfen. Sehr schön. Und dann weiter in die Geschichte. Ja, aber bewegen können wir uns nach wie vor nicht. Da müssen wir uns jetzt wohl oder übel hier durchkämpfen. Boah, Alter. Wird echt immer heftiger hier. Machen wir doch mal Attacke, Technik. Machen wir mal einen Zyklon hier auf die Biester. Eventuell bringt es ja ordentlich was. Weil ich glaube, es zieht schon ganz gut ab. Ja. Das hat auf jeden Fall was gebraucht. Boah, scheiße. Die machen wir mal platt. Die machen wir platt. Und dann Chrono. Attackieren wir den hier.
Ja, die können schon was hier, die Gegner. Auf den hier. Oh, das war jetzt doppelt mit Chrono. Schade. Okay. Dann machen wir noch Folgendes. Ich warte jetzt, bis Chrono und Male soweit sind. Dann kann ich nämlich die kühle Combo Aura-Wirbel auf uns machen. Das ist eine sehr, sehr geile Fähigkeit. Sehr schön. Jetzt sind wir soweit auch alle wieder relativ aufgetankt. Und nehmen mir unter 100 Trefferpunkte. Chrono, wehr dich mal. Schlag mal zurück. Und draufende Wetter. Mistvieh. Heidewitzka. Also die Kämpfe sind wirklich nicht ohne, muss ich gestehen. Und hier sind wir jetzt hoffentlich beim letzten, beim 4. Turm. Und... Okay. Na gut, dann werden wir hier wieder rausgeworfen. Und hier kommen wir noch bei einer der raus. Uiuiuiui. Aber das Ding können wir nicht halten. Leider. Und da kommen wir auch nicht durch. Kommen wir nur so rum. Na gut, da muss das wohl sein. Okay. Chrono, mach doch mal einen Zyklon hier auf die ganze eklige Biester. Da kann er sich jetzt wehren wieder. Bei dem Proto 3 hat er nicht zurückgeschlagen, aber bei denen hier schlägt er zurück, bei den Kriecher. Vielleicht auch, weil es Kriecher sind, man weiß es nicht so genau. Und das trifft wenigstens alle 3. Und macht auch alle 3 platt. Perfekt. Chrono wird außerdem auch noch aufgestuft. Das ist doch sehr schön. Da können wir nichts machen. Da können wir wieder in die Fabrik rein. Dann sind wir hier. Okay. Da kommen wir jetzt an die Truhe mit einem Medium Tonic. Da ist noch ein Raum mit einem Medium Ether und 400 Gold. Sehr schön. Eventuell können wir es so hacken, dass es... Kontrollcode. X und A ist 00 und BB. XA und BB. Okay. Kämpfen wir noch gegen die. Oh, scheiße. 2 mal Proto 3. XA und BB. Okay. Hoffen wir, dass das funktioniert. Und drauf. Also, dass das mit der Tastatur wirklich funktioniert. Nicht so wie bei dem LR und A Desaster. Beziehungsweise Dilemma habe ich so genannt. Okay. Kran 00 XA und Kran 01 war BB. Muss ich gerade nochmal nachgucken, ob das stimmt, aber ich denke schon. Okay, noch einmal. So. Das lässt sich nicht mal mehr aufrufen. Auf jeden Fall sind die Codes XA und BB. Durch können wir hier auch nicht mehr. Mal gucken. Hoppla. XA oder BB? Nee. Dann nicht hier. Und hier sind auch noch so 2 Hansel. Aber so machen wir das noch durch Heilung hier. Dann läuft die Geschichte. So. Kommt mal her, ihr. Das sind wieder Proto 3. Mistkerle. Mistkerle-Elender. Okay, treffen wir mal beide von denen. Oh, das sieht gut ab. Und jetzt sag du, Robo. Also meine Fresse, ich muss sagen, das hat's echt in sich hier, die Fabrik. Recht gute und starke Kämpfe hier gegen die Gegner. Aber klar, Chrono mit Element Gewitter kann bei der Maschine am meisten reißen. Das war mir schon irgendwie klar. Jawohl, jetzt schlägt er noch zurück. Und hat ihn fertig gemacht. Perfekt. Heidewitzka. Oh, jetzt kommen noch welche. Geziefer kommen auch noch hinterher. Und Robo kümmerst dich noch um den.
Und Chrono kann ihm dann der Gnadenstoßversetzer. Ja, auf hier Male zu schocken. Zack. Ausgezeichnet. Und einmal Unterkunft gibt's hier und außerdem noch ein Äther-Kleines. Nach dem Signalton den Kran mit 2 dieser Buchstaben bedienen. Okay. Das ist dann XA oder BB. Moment, gerade nochmal. 3. Sehr gut, das war der. Da fehlt nur noch XA. Puh. Was macht der jetzt, der Kran? Ach ja, die Musik. Herrlich. Aber das sieht aus, als würde der Kran eher als Roboter herumfliegen. Und jetzt? Noch einmal? XA war dann. Nee, so geht's nicht. Und... Okay. Na gut, dann habe ich durch schon alles erledigt, was geht. So, an denen vorbei. Und dann muss ich noch zum anderen Kran. Aber wie komme ich an den anderen Kran dran? Das ist jetzt die Frage noch. Ist der eventuell da? Nee. Der muss dann woanders sein. Oh, hoppla. Jetzt habe ich die wieder zum Feind. Scheiße. Na gut. Machen wir das doch ein bisschen anders. Erstmal die Blätter. Haben wir wenigstens 3 von den Freaks hier weg. Und mit viel Glück schlägt er zurück. Nee. Das Mal haben wir nicht Glück. Aber Maler mit dem Crit reicht schon völlig. Ausgezeichnet. Dann. Okay, können wir noch da entlang gehen. Sehr schön. Und da gibt es noch einen Äther dazu. Und hier können wir auch noch. Nee, da können wir nirgendwo hier. Aber jetzt können wir anscheinend hier die. Können wir das anscheinend benutzen, wie wir wollen, glaube ich, oder? Lassen wir erstmal die Roboter hier durch. Nee, noch rechts können wir noch nicht. Noch links können wir stürmen. Das ist möglich. Aber... Oh, scheiße. Nein! Jetzt kommt das wieder. Oh, Gewitter erleid. Scheiße. Das war nicht gut. Wir hätten gehen sollen, als wir die Möglichkeit gehabt hätten. Jetzt heißt es nochmal Kampf gegen die ganze Biester hier. Oh je, oh je, oh je, oh je. Und das sind wirklich harte Kämpfe, vor allem lange Kämpfe sind's. Meine Fresse. Oh, ein Hopf machen fertig. Dass die Viecher so viel aushalten, ist echt übel. Okay, Male wird immerhin nochmal aufgestuft. Jetzt wieder durch alle Türme durch alle 4 Türme. Scheiße. Na gut. Noch ein Zyklon. Ihr merkt mir richtig die Begeisterung gerade. Aber nee, ohne Witz. Ich hab's ja schon gemerkt, dass das echt heftig ist, hier zu kämpfen. Vor allem wirklich, wie gesagt, lange Kämpfe. Und es schluckt halt einfach auch Zeit, wenn ich hier jetzt von irgendwelchem Freak-Ungeziefer mechanischem aufgehalten werde. Aber ich war auch am Überlegen, wie ich das am besten lösen könnte, weil N-Kran konnte ich jetzt... Ah, Robo ist auch nochmal aufgestuft, sehr schön. N-Kran konnte ich jetzt wirklich bedienen. Aber der zweite fehlt noch. Und den muss ich auch noch irgendwie dran kommen. Okay, nochmal Zyklon auf Bier. Okay, das hat schon mal für die 2 gereicht. Robo und Maler, ihr kümmert euch um die. Dann kann Chrono noch
den anderen Geziefer platt mache. Und pur. Und male nochmal hinterher. Mist. Eine Angriff hat's auch durchführen können, das blöde Vieh. Okay, Robo und Chrono wieder auf den Robo 3. Proto 3. Und zack. Weg ist er. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob es ein regulärer Angriff war oder ob es in dem Fall ein Konter war. Okay, zum vierten und letzten Mal. Okay, wunderbar. Dann würde ich aber sagen, ich mache an der Stelle hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.